Hallihallo und herzlich willkommen bei uns im Schweizer, zurück zu Kingdom Hearts 3. Immer noch in Portal Roy. Wir haben ja gerade wieder unser Piratenschiff instand gesetzt. Jetzt sieht es auch einigermaßen besser aus, wenn man das Ganze anschaut im Vergleich zu vorher. Und ich würde sagen, wir versuchen doch gerade mal auf die hohe See aufzubrechen und schauen mal auf der Karte entlang. Okay, nein, also in dem Fall muss ich eine Karte drücken, so ein Steuerrad. Dann machen wir das einmal. So, dann setzen wir die Segel und begeben uns ganz langsam Richtung der hohe See. Im ewig werdenden Bildschirm. Das ladet und ladet und ladet. Ah, come on, ich will spielen. So. Okay, alles klar. Also, wie ich jetzt gerade verstanden habe, was die zwei gelabert haben, dort oben, wo sich die Wulchen befinden, blöd gesagt, ist auch unser Ziel, das wir ansteuern müssen, die Schiffsbruchs-Bay. Schiffsfrachtbucht. Wieso haben sie denn anders gesagt? Schiffsbruchs-Bay, ich kenne es einfach so übers Englische. Lassen wir das mal so stehen. Jetzt müssen wir aber mal ganz kurz ehrlich sein, und zwar mit Stufe 1 und 5000 TP und so wenig Feuerkraft haben wir gar keine Chance bis jetzt überhaupt gegen das Ziel zu kämpfen, weil da wartet eigentlich auch dann ein Boss auf uns, das weiss ich im Voraus. Darum würde ich sagen, wir versuchen doch mehrere Inseln anzustreben. Also schauen wir uns einfach mal an, welche Inseln wir als erstes anstreben. Wir müssen einfach ganz schauen, dass wir wirklich die Inseln auch betreten können, dass sie nicht irgendwie nicht befahrbar sind. Also von Anfang an müssen wir schauen, dass wir mit unserem Schiff überhaupt Zugang zu dieser Insel haben. Es gibt ein paar Inseln, die kann man nicht befahren, aber im Schlussendlich sollten wir fast alle grösseren Inseln, ich würde jetzt mal sagen, wir probieren gerade mal die hier aus, jede grössere Insel eigentlich problemlos befahren können. So. Jetzt muss ich einfach immer wieder auf die Karte schauen. Das finde ich halt ein bisschen mühsam, dass wir jetzt nicht einen Punkt setzen oder sonst irgendetwas in dieser Art, damit man von Anfang an auch auf der kleinen Karte gesehen hat, hey, dort durch muss ich fahren. Aber naja, man kann ja nicht immer alles haben. Okay, wir sind ja eigentlich zwischendrin. Okay, das hat jetzt doch noch gut geklappt. Jetzt habe ich gerade gedacht, wir bleiben irgendwie auf eine gewisse Art und Weise hängen. Aber naja. Wartet schon die erste Gruppe Herzlosen, oh mein Gott. So. Die sollten wir eigentlich gut anbekommen. Wie schon mal erklärt, müssen wir schauen, dass wir die grünen Bümbeli treffen sollten. Dann sind sie gerade One-Shot, sonst müssen wir sie mehrmals abschiessen. Darum schaue ich eigentlich von Anfang an immer, dass ich die rechten grünen Bümbeli treffe. Dann sind sie wirklich gerade One-Hit und werden versenkt. Jetzt ist es irgendwie... Ich komme nicht genau raus. Ich versuche jetzt gerade auf den kleinen Map-Top. Ah, da hinten. So, nice, getroffen. Jetzt hätten wir sogar gerade den Windjäger bekommen. Also für die nächste Gruppe herzlose Schiffli sind wir eigentlich schon klipp und klar parat. So, streben wir mal die Insel da an. Da oben sehe ich auch einen Mogri-Laden. Was für mich heisst, die müsste eigentlich betretbar sein. Jetzt schauen wir, wo wir da am besten anfahren können, um die Insel zu betreten. Ich muss sagen, es ist wirklich auch nice gemacht, dass man wirklich ein eigenes Piratenschiff aufleveln kann, steuern und machen und tun. Also muss ich wirklich wieder auch dort durch ein Lob eigentlich an Kingdom Hearts geben. An dieser Vielfalt, die das Spiel einfach hängt. Genial. So, da haben wir eine kleine Insel, die wir ansteuern können. Jetzt muss ich schauen, dass ich da nicht mein Schiff auf den Kopf stelle. Schauen wir uns das Ganze doch mal an, was da so drauf zu finden ist. Okay, ein paar Seesterne, ein paar Kisten sehe ich mal. Schauen wir uns das Ganze mal an und räumen wir einfach mal komplett die Insel auf. Okay, ein paar Herzlose finden sich da auch noch. Nice, das heisst, Action haben wir doch noch genug, auch im Nachkampf auf der Insel. So. Nice, aber das sind auch mehrere kleine eigentlich im Großen und Ganzen. Das sollten wir die gut und ohne Probleme auseinanderbringen. So, darum probieren wir mal mehr Blitz einzusetzen. Nice, gerade alle auf einen Schlag. So, Donald hat auch gerade, glaube ich, den letzten hier hinten auch noch erledigt. Das heisst, wir schauen mal weiter rum. Ich habe da hinten schon Kisten gesehen, die sich bewegen. Was wir ja wissen, ist, in einer bewegenden Kiste hat es ein paar von diesen Krabbentieren drin. Die brauchen wir, um unser Schiff upgraden. Du, nein, 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 nein. Jetzt versucht da zu flüchten, das geht gar nicht. Das holen wir uns. So, das sind unsere Krabben. Voilà.
Sonst sehe ich gerade momentan keine bewegende Kiste, auf die man wirklich achtet. Die rennen ja wirklich fleissig davon und versenken sich selber hier im Wasser. So. Die haben wir auch noch. Aber sobald ihr bewegt euch so nicht mehr. Doch, so bewegt ihr euch, glaube ich, auch noch ein bisschen, aber dann rennen ihr nicht in dieser Geschwindigkeit davon wie unter dem Fass. Ich glaube, dann haben wir im Großen und Ganzen eigentlich alles. So, das wäre es schon gewesen. Dann haben wir unsere allererste kleine Insel schon mal ausgebeutet. Und zum Zurückkommen ist das noch ziemlich viel leichter. Da kann ich einfach mit unserem Fokus mich zurück ans Schiff teleportieren. Das finde ich auch nice gemacht, dass man jetzt wirklich jedes Mal die grosse Strecke muss auf sich nehmen da mit dem Schwimmen. So, dann schauen wir gerade mal die Insel da hinten an. Da vorne sehe ich schon Strand. Das heisst für mich, da kann ich gut Land setzen. Also können wir den Anker lichten. So, schauen, dass ich da nicht in die Felsen reinfahre. Ich denke, das sollte gut sein. Dann lassen wir mal das da stehen und schwimmen uns sonst mal an Land führen. Isla des Los Mostolios, oder wie auch immer das soll ausgesprochen werden. Sollte, glaube ich, Spanisch sein. Oh, da haben wir wieder Kisten zum Aufmachen, einen Speicherpunkt und einen Mogri-Laden. Also eigentlich könnte man jetzt auf dieser Insel auch abspeichern, aber ich frage mich jetzt, warum kann ich da abspeichern? Wartet da etwas Schlimmeres auf uns? Und darum mache ich doch das doch ganz kurz. Dann sind wir auch auf der sicheren Seite, dass nichts verloren geht. So, und voilà. Mogri-Laden haben wir, glaube ich, schon durchstöbert, ganz am Anfang, wenn wir nicht täuschen in dieser Welt. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch mehr Sachen zusätzlich gekommen sind. Und dort hinten taucht schon irgendein riesen Sandwurm auf und ich habe nur in meinem Kopf gedacht, oh nein, bitte nicht. Ah, du kannst dich da auch noch auf dem Land umeinander bewegen. Okay, das heisst für mich, jetzt habe ich gedacht, ich kann dich mal am Anfang ignorieren, um zuerst die Kleinen zu zerpflücken. Okay, da wieso visierst du den Baum an? Okay, jetzt ist eher die Frage, schauen wir, ob wir jetzt erst gegen die Kleineren versuchen anzukommen. Okay, so funktioniert das natürlich ganz gut. Wenn wir mit unserem Glitzer den grössten Teil mit einmal ausschalten. So, nice. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Sandwurm da rumsteckt. Jetzt versucht er sich gerade wieder im Boden reinzumachen. Ich muss aufhören, den Fokus zu setzen. Irgendwie tut es mir jedes Mal da an den Baum an und ich hau da schnell ein bisschen und klein. So. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Jetzt kann man den Fokus nicht mehr auf den Baum setzen. Jetzt haben wir da Sturmkrallen. Nehmen wir doch liebend gern. Gut, der Plasmonaut wäre natürlich auch noch richtig geil. Jetzt gerade momentan gegen den Gegner. Komm, setzen wir den auch mal noch ein. So, wo bist du? Wo versteckst du dich? So, jetzt können wir nämlich die ganze Zeit eigentlich auf ihn draufballern. Das sollte ziemlich gut funktionieren. Oh, du spockst da mit deiner Stein umeinander. Aber das kostet dich eigentlich schon fast das komplette Leben. Jetzt versinkt er sich wieder im Bödeli. Das heisst für mich, jetzt müssen wir gerade mal schauen, wo er wieder auftaucht. Aber viel Leben hat er jetzt nicht mehr. Ich denke, das sollte kein Problem jetzt mehr sein. Für das, dass wir die Sturmkrall aktiv haben, sowieso nicht mehr. Hä? Was ist jetzt los? Okay. Jetzt hat man einfach aufgehört mit ihm zu kämpfen. Spezielle Situation, in dem Fall war er zu weit aus der Range gewesen. Von der Kampfstation. So. Nice Sache, das haben wir eigentlich einwandfrei geschafft. Ich würde sagen, ich bin schon fast enttäuscht, wenn wir wegen dem hätten müssen abspeichern. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Du bist eher eine Kiste. Ich glaube, dich muss ich in dem Fall von der Kante oben runter zerschlagen, dass wir an dich rankommen. Wahrscheinlich versteckt sich in dir ein Kistchen. So, da können wir auch noch irgendwie etwas untersuchen. Ah, ein Pfifferling, nice. Nehmen wir doch auch gerade mal noch mit. So, da haben wir noch Kisten. Irgendeine komische Höhle. Okay, was ist da? Ah, was? Nice. Das Gold, das wir einsammeln können, also Taler für uns wäre das. Ist jetzt nicht gerade wirklich viel, also 40 Taler haben wir gefunden, aber das finde ich auch noch cool. Also. Aber ich hätte jetzt gedacht, Gold hätte da viel mehr Wert, als wenn man da schon einen ganz kleinen Piratenschatz findet. Da hat es ja noch viel mehr, okay. Wenn ich schon anfange so reden, dann will es mir gerade noch mehr schenken, dass ich ja nichts rumzumützeln habe. Dann sammeln wir doch das gerade alles mal ein. Okay, da hat es natürlich schon jetzt ein bisschen einiges mehr. Aber ich meine, wenn ich einen Trick aufführe, jetzt irgendwo in einem Dörfli, komme ich irgendwie 500-600 Taler rüber und für einen Piratenschatz 100 Taler. Der Vergleich ist halt schon ein bisschen... Naja. So, Karte Isla de los Mastiles. Eine Karte des Gebiets, um dich zurechtzufinden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das genau aussprechen soll. Ich habe es jetzt einfach mal irgendwie gemacht. Da haben wir gerade nochmal ein paar Taler zum Finden. Okay, das war sogar noch animiert, als würde es aussehen, dass es so rauskommt.
ist das denn jetzt alles gewesen? Jetzt ist aber eher die Frage, wie komme ich dort rauf, um die Kiste zu erschlagen? Habe ich da jetzt irgendeinen Weg übersehen, oder? Schauen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz an, weil er müsste irgendwo in dem Fall nochmal einen Weg geben. Aufwärts, weil ich müsste ja eigentlich auf die Kante hochkommen, um die Kiste da vorne kaputt zu machen. Das heißt, ich schaue mich da noch ein bisschen umeinander. Da hinten haben wir noch 2 Kisten. Die machen wir doch auch gerade kaputt, um die dann mitzunehmen. Gut, 14 $. Nice. So, jetzt ist aber eher die Frage, ob man einfach auch an mehreren Stellen die Insel bereisen kann. Das kann ich natürlich jetzt gerade so nicht sagen. Ich sage, wir schauen uns jetzt mal zuerst mal alles ganz genau an, ob da so irgendwo noch einen Eingang hat. Ich sehe, hey, wegen diesen Kokosnüssen der Bäume oben musst du jetzt jedes Mal drauf hüpfen und statt die Kiste schlagen. Okay, jetzt hat sie geschlagen. Genial, aber trotzdem noch mit aufhüpfen, lassen wir mal so stehen. Die Leviathan wurde verbessert, Stufe 2. Jetzt haben wir 500 TP mehr und unsere Feuerkraft ist, glaube ich, genau gleich geblieben bis jetzt. Ich meine, einfach ein paar Kanonen dazu bekommen. Bin jetzt auch nicht ganz sicher. So. Ich würde sagen, so weit kommen wir da nicht an mehr an. Und das finde ich jetzt noch cool, jetzt sehen wir da auch nächste Stufe 79 von diesen Krabben, die wir einsammeln müssen. Also du das automatisch auch mit leveln. Jetzt ist halt die Frage, kann ich echt da drauf... Ah ja, da kann man noch die Wand draufräumen. Oh mein Gott, das hätte ich ja fast übersehen. Gott sei Dank kann ich jetzt gerade noch mal kurz nachschauen, bevor wir zurück sind auf unser Piratenschiff. Ui. Ach, kleine Gruppe Herzlose. Nice, aber was ich muss ausprobieren ist, ich muss sagen, mit dem Blitz habe ich jetzt recht gut immer Punkte gegen die Herzlosen. Dass ich das versuche weiterzumachen. Gut, die verwutschen mich noch recht gut. Jetzt muss ich schauen, dass ich mich da nicht allzu viel verwutschen lasse von denen. So, wow. Das nenne ich mal einen richtigen Blitzstoß. Das ist noch ein einziger, also ich würde jetzt nicht... Keine Spezialfähigkeit mehr noch einsetzen für die, denke ich mal. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich da nicht runtergehe. Knebe, das ist jetzt wirklich ganz knapp gewesen. Ah, du lebst noch. Jetzt auch nicht mehr. Gut, dann schauen wir mal weiter. Jetzt habe ich da irgendwo noch bewegende Sachen gefunden. Haben wir die kaputt gemacht während dem Kampf? Oh mein Gott, bin ich gerade neben der Spur. Hei. Ja, dann schauen wir uns in dem Fall mal noch weiter rum. Ah, komm, willst du mich jetzt eigentlich komplett veräppeln? Dankeschön. So, bitte nicht runtergehen. Das würde mich jetzt total reuen und anschießen. Da haben wir noch irgendetwas zum Mitnehmen. Ein Deal. Deal sagt mir jetzt ehrlich gesagt gerade so nichts, aber ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal da runterkumpen. Und rauf kommen wir auch wieder. Das ist aber eher die Frage, da können wir auch nochmal runterkumpen. Okay, jetzt befinden wir uns in irgendeiner Bucht. Wahrscheinlich können wir da unten durchtauchen, wenn wir uns das mal anschauen. Jawohl, da unten hat es eine Höhle und ein Kisteli und ein paar Gegner zum Besiegen. So, ich würde sagen, da mit dem Blitz sind wir halt wirklich am besten dran, um die Gegner schnellstmöglich auseinanderzunehmen. Wow, sogar 3 Kisteli! Oh mein Gott, Vorfreude herrscht. Ein Damast. Ein Gummiröschen. Und ein Adamant. Adamant ist sehr gut, das brauchen wir, um unser Schlüsselschwert aufzuleveln. Nice Sache. Und ein paar Kisteli. So. Machen wir da mal alles kaputt in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein paar Krabben finden. So, dann findet sich da, glaube ich, nichts mehr. Das wäre in dem Fall alles gewesen. Dann tauchen wir mal wieder auf und schauen nochmal nach, ob wir da irgendwo noch einen weiteren Weg finden. Und sonst haben wir es dann eigentlich mal gesehen, aber ich glaube es eher weniger. Aber wir müssen die Kiste noch irgendwie kaputt machen, die ganz vorne auf dem Strand liegt. Also irgendeinen Weg muss es noch geben. Ich darf mich da jetzt nicht irritieren lassen, sondern gut umschauen. Da ist, glaube ich, wirklich alles gewesen. Die Kiste sollte sich auch in die Richtung befinden, eigentlich im Großen und Ganzen. Und ich weiss jetzt gar nicht, ob sogar die Klippe würde langen. Jetzt schauen wir uns das gerade mal an. Doch, die sollte eigentlich sogar langen, um die Kiste noch zu zerstören. Das heisst, wir haben alles von der Insel erforscht und erkundet. Jetzt muss ich mal schauen, wo die Kiste genau steht. Voilà, gerade da. So. Nice. Noch größere Ansammlungen von Krabben, die sich da drin haben versucht zu verstecken. Und ein riesengroßes Kisteli. Silberne Halskette. Diese erlesene Halskette verleiht eine Reihe von Statusverbesserungen. Nice, wenn wir uns gerade mal ganz kurz anschauen. Wir besitzen jetzt momentan kleine Schleifen, das ist ziemlich gut, was als Resistenz für alles gibt, 20%. Und Blitzgrassspangen könnten wir eigentlich noch austauschen. Das ist halt eher die Frage. Aber das Kette... Nein, dann ist es doch ein Ring gewesen, oh mein Gott. Silberne Halskette zählt in dem Fall als Accessoire. Oh mein Gott, dass ich das verwechselt habe.
Virus, 2 Angriff, 2 Magie und 10 FPG, muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir momentan besser dran. Aber die Blitzrastspange könnten wir trotzdem noch ganz kurz auswechseln, dass wir, genau, weil da hätten wir jetzt wieder 15% auf alle und das finde ich halt ziemlich cool, dann sind wir auf 35%. Dann tun wir lieber mal das noch ausrüsten und machen uns wieder auf der Reise auf die hohe See und versuchen gerade mal die nächste Insel zu erkunden. So, dann gehen wir mal wieder als Lenkrad unsere Segel setzen und versuchen da irgendwie aus dieser Schlucht rauszukommen. So. Jetzt schauen wir gerade mal, wo wir da stecken. Wir stecken da und die da oben sollte eigentlich bereisbar sein. Die hat da so eine kleine Schlucht da zwischendrin, so wie das aussieht. Ich würde sagen, wir versuchen das dann mal. Und was ich noch ziemlich cool finde, was man gerade sieht, ist, dass da jetzt ein X auf dieser Insel drauf ist, was für mich heisst, hey, auf dieser Insel bin ich schon mal gewesen, habe ich alles erforscht. Dass ich nicht 2-3 Mal auf die gleiche Insel draufgehe, finde ich halt noch cool gemacht, muss ich sagen. So, das sollte eigentlich gerade mal die Insel sein. Jetzt muss ich aber schauen, ob man die wirklich hier befahren kann. Mehr können wir nicht dran, wir müssen schwimmen. Okay, alles klar. Gute Information von euch zwei, danke vielmals an dieser Stelle. So. Ja, okay, von da aus können wir ja dann eigentlich wirklich schwimmen. Ah, da kann ich gar nicht tauchen, das ist zu wenig tief. Uiui. Hoffe, hast du einen Weg gemacht. Tut mir leid. So, da haben wir gerade noch ein paar... Ein Lunatropfen, ein paar Kisten. Jetzt habe ich halt auch wieder mehr auf Krabben gehofft, aber Lunatropfen macht tut's ja auch. Also, so ist es ja nicht. Da sieht es aus, als könnten wir langsam wieder auf die Oberfläche. Da hat es mega viele Kisten, also Fässer und Kisten. Oh, da laufen gerade wieder ein paar Krabben davon. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die gerade schnellstmöglich auseinandernehmen, nicht dass die da irgendwie davon kommen. So, da hinten rennen. Ich finde das noch ziemlich cool animiert, wie die Krabben einfach da auf diesen Fässern dazu da abrennen. Aber da hat es ja mega viele Krabben, oh mein Gott. Da haben wir so einen richtigen Jackpot gerade gemacht. Die Leviathan wurde verbessert. Sie kann jetzt Temposchub einsetzen. Also wir können einen Temposchub einsetzen, um schnell unterwegs zu sein. Haben mehr Feuerkraft bekommen und nochmal 500 Leben dazu. Ziemlich nice, um nachher weiterzugehen. So, da drinnen rennt noch eine. So, nicht, dass du uns da vorkommst. So, da hat es aber mega viel eingesammelt. Da hinten rennt nochmal eine Kiste davon. Da rennen gerade alle Kisten gleichzeitig davon. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir da wirklich... Am besten sogar die gegen Führer rennen, richtig Wasser zuerst auseinandernehmen, nicht, dass die da uns davonlaufen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind noch ziemlich gefangen da drinnen. Sie können sich jetzt nicht grossartig davon flüchten ins Wasser und weg. Darum lassen wir es mal so da stehen. Da hat sie gerade noch... Wie du immer die Bäume anvisierst. Ich weiss nicht, was du mit diesen hohen Tannen, also was sind das eigentlich genau? Palmen auf dich hast. Und noch 3 Taler. Da haben wir noch eine grosse Kiste. Die nehmen wir doch gerade mal mit. Der Tag am Meer. Ein Spiel des klassischen Königreichs. Du kannst es auf dem Gummiphone spielen. Nice Sache. Okay, da taucht gerade eine herzlose Gruppe auf, nachdem wir die Kiste aufgemacht haben. Das finde ich jetzt aber ziemlich nicht gut, weil ich wollte eigentlich zuerst die Krabben einsammeln. Und das mache ich jetzt so nebenbei einfach irgendwie auch. Ich habe der Donald und der Goofy sollten eigentlich genug stark sein, um sich allein mit denen zu messen. Jetzt müssen wir dann mal schnell auf uns stellen. So. Ich versuche jetzt da wirklich eigentlich mit unserem Blitz so viel gegen uns wie möglich das Mal aus... Okay, jetzt hat es gerade noch das Magier-Karussell, das wir auch noch einsetzen. Habe ich jetzt sogar aus Versehen drauf gedrückt, aber warum nicht? Lohnt sich auch, die anderen Gegner sind eigentlich viel stärker und das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. So, das sollte glaube ich in dem Fall alle gewesen sein. Und da hinten rennt schon ein Fass wieder davon. Nehmen wir dich auch gerade mal mit, die paar Krabben. Also jetzt fehlen uns auch schon wieder nicht mehr viele Krabben, dass wir wieder ein Level-Up bekommen. Das ist nice. Oh, du bist ziemlich weit gegen Führer gekommen. Also in dem Fall habe ich mich da getäuscht, dass ihr da nicht uns könntet davon kommen. Aber auf dieser Insel haben wir jetzt wirklich ziemlich gut können abstauben, muss ich sagen. Da ist jetzt einiges an Krabben rumgelegt. Hinten habe ich noch ein einziges Fass für euch.
Wenn wir uns anschauen. Ja, das sind auch noch ein paar Krebeli, die sich unter einem Fass verstecken. Und du rennst da halbwegs schon wieder die Palmen drauf. Hey, Sora, du und Palmen. Du bist halt wirklich ein Inselkind, das muss man dir lassen. Da haben wir noch ein Deal mitgenommen. Und soweit denke ich, sollten wir, glaube ich, mal alles auf dieser Insel gefunden haben und erforscht haben. Ist jetzt auch nicht wirklich viel zum Erforschen gewesen, also... Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da... Nein, wir sind ein bisschen zu weit weg. Jetzt sollte es funktionieren. Nice! So geht das natürlich ziemlich schnell von Insel zu Insel, die sie können so erforschen. Da vorne wäre eigentlich jetzt schon das Gebiet von unserem Endboss, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl, also müssen wir schauen, dass wir entweder reisen wir jetzt mit unserem Level 3 schon drauf los, aber ich würde sagen, wir versuchen wirklich noch schnell 1-2 Inseln mehr wenigstens und erforscht zu haben, um genug stark zu sein, um den Endboss zu besiegen. Beim allerersten Mal, als ich das gespielt habe, muss ich sagen, habe ich das auch versucht, direkt mit Level 1 die Story weiterzuspielen. Ich wollte einfach wissen, wie es unbedingt weitergeht. Und ich habe es so dermaßen auf den Sack bekommen von dem Boss. Ich habe es, glaube ich, sicher 5-6 Mal hintereinander probiert. Und es hat einfach nie funktioniert. Und darum habe ich mir einfach gesagt, das mache ich nie mehr. Lieber von Anfang an sich leveln, die Inseln erforschen, das geniessen dürfen, Pirat sein und mit einem Schiff dürfen umeinander zu fahren. Ein völlig anderes Spielerlebnis halt. So. Eigentlich könnten wir unseren Windjäger einsetzen. Das sollte ihnen ziemlich allen ihr Schiff kosten. So, nice, den haben wir auch gerade erledigt. Dann haben wir die nächsten 3 schon geschafft. Und ich würde sagen, wir schauen uns gerade mal die lustige Insel da vorne an mit dem Kranz, wo wir da durchsegeln können. So, nochmal gerade 2 Schiffe. Also, an herzlose Gegner fehlt es auch nicht, während man am Segeln ist. Die Leviathan wurde verbessert, Stufe 4. CP 6500, also wir uns bei jeder Stufe eigentlich um 500 verbessern. Und nur auch unsere Feuerkraft ist wieder um einiges gestiegen. Jetzt bin ich aber ziemlich unsicher. Nein, ich habe jetzt gedacht, vielleicht kann man da noch ab dem Schiff aber noch die Sachen einsammeln, die wir kurz gesehen haben, die Fässer und blablabla, die gerade im Wasser rumgeschwommen sind. Und es sieht ziemlich gut aus, dass wir da vorne die Insel bereisen und ansegeln. Wieso machen wir doch das gerade mal schnell? Oh, versuchen wir da. Okay, da ist schon zu wenig tief. Jetzt habe ich gedacht, ich versuche da wunderschön zu parkieren mit unserem prachtvollen Schiffli. So. Machen wir uns doch gerade mal auf den Weg zu dem Wasser. Ich bin ein bisschen wasserscheu eigentlich. Aber da tauchen wir doch gerade noch mal tief ein. So. Da gibt es auch wieder einige Kisten und ein paar Herzlose zum Besiegen. Ich würde sagen, dann warten wir nicht lang und geben diesen Lölis direkt mal eins auf den Deckel. Oh, wir haben gerade keinen Mana mehr, ich habe jetzt gerade alles verschwendet für die Einzelne. Bei dem muss ich halt auch schauen, dass ich immer von hinten angreifen. Und dass sie nicht in den Sand gewickelt sind gleichzeitig, weil sonst kann man ihnen keinen Schaden machen. Okay, bei dem funktioniert das ziemlich gut. Wow, der hat sich einfach... Ah, wir sind wieder zu fest zu weit aus dem Kampfbereich rausgegangen. Dann hat es ihn automatisch abgebrochen gehabt. Ist eigentlich noch gut zu wissen, wenn wir jemals in Gefahr sind, dann renne ich einfach aus dem Kampfgebiet raus. Das muss ich mir mal merken, dass ich nicht vielleicht einmal einem Tod mehr ausweichen kann, aber ich meine, meistens stirb ich eher bei den Bössen oder Endbossen von der Welten. Oh, da sind aber noch ziemlich viele unterwegs. Jetzt haben wir gerade noch 2 mit unserem Blitz auseinander. Ich behalte noch ein bisschen Mana bei, wenn wir uns im Notfall heilen. So, jetzt muss ich aber auch schauen, dass ich nicht wieder zu weit rauskämpfe gegen ihn, weil sonst bricht sie ja den Kampf wieder ab. Dorthin weiter oder eh noch ein Item, dann drücke ich lieber dich noch schnell auf die andere Seite. Jetzt haben wir gerade unseren Arcade-Splitter auch noch mitnehmen. Jetzt muss ich wirklich schauen. Gut, habe ich mir ein bisschen Mana aufgeheben. So, Goofy Bomber setzen wir auch gerade mal neu ein. So, das hat auch am letzten Herzlosen seinen Kopf gekostet. So, da vorne haben wir wieder so einen Sandwurm und eine Menge an Kisten um ihn herum. Das heisst, wir müssen ihn besiegen, dass wir an die ankommen. Es ist aber eher die Frage, ob ich noch ganz kurz warte, bis mein TP, also bis ein MP voll ist. Ich glaube, das mache ich jetzt mal noch ganz kurz.
Ich könnte eigentlich in dieser Zeit auch noch... Ah, ich befinde mich eigentlich im Kampf drin, das heisst, ich kann jetzt nicht ins Menü zugreifen. Oh Mann, oh Mann. Dann versuche ich mich mal da ganz ein bisschen gegen raus zu begeben. Gut, das TP füllt ja eigentlich ganz langsam nach und das sollte... Wir sollten es ja genug lange überleben jetzt, damit bis unser TP wieder auffällt. Und wieso visierst du? Oh mein Gott, das sind gerade mehrere aufs Mal. Okay, das ist natürlich etwas ganz anderes, muss ich sagen. Und da rennen mega viele Kisten davon. Mit Krabben, das können wir irgendwie nicht zulassen. Es ist eher die Frage, rennen wir den Krabben an oder versuchen wir es direkt irgendwie mit denen aufzunehmen. Oh, mein Akku ist fast leer. Ich glaube, gegen die ist jetzt eigentlich so weit noch lange. So. Dann heile ich mich gerade noch kurz auf. Ja, hast du jetzt den Baum genug geschlagen? Oh mein Gott. Der Sora und sein Palmenfetisch. Er kann es nicht sein, lassen Palmen nicht prügeln. So, mit unserer Sturmkralle ist das ziemlich gut. Jetzt wechseln wir gerade noch von unseren Sturmkufen. Ich denke, bis jetzt haben wir uns eigentlich noch ziemlich gut. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt das Gefühl, unsere Sturmschlauben, also die Vorstufe von dem, macht irgendwie mehr Schaden. Oder ich meine das irgendwie auch noch. Wir haben Irritiertassen bekommen. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn wir da mehrere Gegner für einen Würfel aufs Mal haben. Dann setzen wir doch das gerade mal ein und schauen, warten bis er schlägt. Oh mein Gott, wir können mit diesen Fässern auch kaputt machen. Was für mich heisst, ich mache mich da gerade auf die Fässerjagd. Die versuchen von uns zu flüchten. So, setzen wir gerade mal das Ultimativ rein. Die stehen alle drei gerade so gut. Während ich die einsetze, sinken ihr alle im Boden rein. Ihr seid so fies. Ihr seid so fies. So, der erste haben wir erledigt. Dann schauen wir da, dass wir gerade den zweiten auch noch kurz und klein schlagen. Nice. Den zweiten haben wir auch erledigt. Du hast halt jetzt noch ein bisschen mehr Leben. Aber auch du solltest eigentlich für uns kein Problem darstellen. Er weicht jedes Mal, wenn ich einen Ultimativen einsetze, fangen sie an, im Boden abtauchen. Das finde ich noch ziemlich witzig. Ich weiss nicht, ob das extra gemacht ist oder nicht. Nice, Donald! Jetzt habe ich mich schon gefragt, ob ich mich im vollen MP muss aufheilen. Ah, der Tina hat sich gerade nochmal einen Sandwurm erhoben. Oh Mann, das heisst, du bist der letzte von allen und da hinten sind all die Kisten, die ich will. So, nein, jetzt müssen wir wirklich zuerst einen Sandwurm killen, Sora. Wow, voll in seine Schnurren rein. Hä? What the fuck? Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. Das ist jetzt wirklich so strange gewesen. Er hat den lieben Goofy verschluckt und ist nachher einfach zerbrochen. Gut, die Frage ist auch, wenn hat der Goofy das letzte Mal getauscht, so lange wie wir auf Reisen sind. Ich glaube, vielleicht hat der das nicht so ganz vertreibt, der Gegner. Okay, mit unserem Blitz kann ich sie nicht kaputt machen. Ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich schnellstmöglich alle kaputt mache. Ich habe keine Lust, ein paar zu verlieren. Ich muss so viel wie möglich einsammeln. Also circa Level 4, 5 sollten wir halt wirklich schon sein, bevor wir uns zum Boss aufmachen. Wie gesagt, ich habe das schon auf ziemlich viel Art und Weise versucht. Beim ersten Mal, als ich es durchgespielt habe. Und darum kann ich das im Großen und Ganzen schon voraussagen. Und wenn wir uns lieber ein bisschen besser vorbereiten, anstatt unvorbereitet in den Kampf zu segeln und nachher nur auf den Sack zu bekommen, irgendwie müssen 4-5 Mal zu versuchen, sehen wir lieber noch ein bisschen die Welt von den Piraten und segeln mit unserem Piratenschiff auch umeinander. So, wo haben wir da? Jetzt haben wir da noch mega viele Kisten und sogar 3 Kisten haben wir können durch das freischalten. 4 Kisten! Oh Mann, heute werde ich auch richtig verwöhnt von dem Spiel. Akrisios, oder wie das gerade geheißen hat. Dann haben wir noch einen Fuego-Reif. Was haben wir da noch? Einen Damast. Damast haben wir jetzt schon etwa die recht viel bekommen, muss ich sagen. Da oben dran befindet sich nichts. Wir haben jetzt ziemlich können auch auf dieser Insel Ausbeutungen machen. Da hinten haben wir noch ein paar Fässer und Kisten. Die machen wir natürlich auch gerade kaputt. Also der Taler, muss ich sagen, haben wir ziemlich viel zugelegt, seit wir hier in dieser Piratenwelt sind. Also ziemlich viel Gold gefunden, also Taler. Da kann man sich nicht beklagen. Aber was ich jetzt muss sagen, bevor wir
uns weiter auf die nächste Reise machen. Ich danke vielmals fürs Einschalten und wir schauen uns weiter in die nächste Folge an und wir erkunden die grosse hohe See mit unserem brandneuen Piratenschiff in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!